Guten Tag, ich begrüße euch ganz herzlich oder Entschuldigung auf Schweizerdeutsch. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem kurzen Livestream. In diesem Livestream möchte ich euch vorstellen, was wir heute Abend machen in unserer VIP Schweizerdeutsch Lektion am Abend am 8. Uhr auf swissgermanonline.com. Ich bin Katrin Erni, vielleicht kennt ihr mich schon. Und heute reden wir über Häufigkeitswörter, Häufigkeitsadverbien. Und zwar sind das Wörter wie immer, manchmal, selten oder nie. Und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Zum Beispiel, gehst du häufig in die Ferien? Zum Beispiel, gehst du häufig ans Meer irgendwo? Oder gehst du häufiger in die Berge? Ich gehe nur sehr selten in die Berge. Vielleicht einmal pro Jahr. Das ist die Frage. Ist das selten? Oder ist das häufig? Oder ab und zu? Ja, das ist immer relativ. Aber ich bin noch nie in der Wüste gewesen. In der Wüste, zum Beispiel in der Sahara. Ich bin noch nie in der Wüste gewesen und ich bin noch nie in Asien gewesen oder in Australien oder in Amerika. Ich tue sehr selten weit reisen. Ich tue eher lokal reisen oder mindestens zu Europa reisen. Und wie ist das bei dir? Tust du häufig sehr weite Flüge machen und sehr weite Feriendestinationen auswählen? Oder bist du eher sehr selten so unterwegs in so exotischen Ländern? Oder bist du noch nie dort gewesen? Das wollen wir heute am Abend zusammen besprechen, aber es geht auch um es geht auch um so, wo der Schuh drückt. Es geht um verschiedene schwierige Situationen und Probleme, die man haben so im Alltag. Zum Beispiel, wenn alles immer teurer wird mit der Inflation. Oder zum Beispiel, wenn man Probleme hat in der Familie, vielleicht mit den Schwiegereltern. Oder wenn man gesundheitliche Probleme hat. Die Wörter, die Häufigkeitswörter brauchen wir in diesen verschiedenen Situationen. Und nach dem Livestream am 8. Uhr gibt es um 8:30 ein Zoom-Treffen, wo du dein Schweizerdeutsch üben kannst. Also du bist herzlich eingeladen, dich einzuschreiben auf swissgermanonline.com und dort kannst du dich einen Monat lang gratis einschreiben, um unseren Kurs zu testen. Immer mit Geschichten und mit vielen praktischen Sätzen aus dem Alltag. Dann haben wir am Dienstag am Abend am 8. Uhr den gleichen Kurs, den gleichen Text auf german.dag auf Hochdeutsch. Da haben wir auch die Geschichten und das Gleiche, zuerst ein Livestream und am 8:30 ein Zoom-Treffen. Und vor ein paar Wochen haben wir Französisch angefangen. Auf frenchtutor.com findest du mehr Informationen. Das ist Französisch für Anfänger, also ganz, ganz basic und nicht die gleichen Texte wie auf Deutsch und auf Hochdeutsch. Aber wenn du Lust hast, kannst du dort auch hineinschauen, was wir zu bieten haben. Also, das ist alles für heute. Ich wünsche dir ganz eine schöne Woche, einen guten Start noch in die neue Woche, Maiwoche und viel Freude. Alles Gute. Tschüss.